Der Gustav Heinemann Bürgerpreis 2023 geht an den Rasam e.V., die belarussische Gemeinschaft. Herzlichen Glückwunsch! А хто там іде? А хто там іде у огромістай такой громаде? Беларусы. А што яны нясуць? На худых плечах, на руках у крові, на ногах у лаптях? Сваю крыўду. А куды ж нясуць гэту крыўду ўсю? А куды ж нясуць на паказ сваю? На свет цэлы. А хто гэта іх не 1 мільён крыўду несць научыў? Разбудзіў іх сон. Бяда, гора. А чаго ж? Чаго ж захацелася ім пагарджаным векам, сляпым, глухім? Людзьмі звацца. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Kuratorium, liebe Mitglieder der SPD. Das war ein Gedicht des belarussischen Nationaldichters Janka Kupala, entstanden 1905 bis 1907. Es ist sein berühmtestes. Wir haben es bewusst an den Anfang unserer Dankesrede gestellt, weil wir ein Zeichen setzen wollten für die belarussische Sprache, Kultur und Identität, die heute bedroht sind wie selten zuvor. Und weil es den Geist in sich trägt, den die ganze Welt bei den Protesten 2020 gesehen hat und der uns, die belarussische Diaspora im Allgemeinen und Rasam im Besonderen, zusammengebracht hat und bis heute antreibt. Das Gedicht beginnt mit den Worten: Wer geht denn dort? Wer geht denn dort in so großer Schar? Die Belarussen. Das Wort Schar ist die Übersetzung für Gramada und kann auch mit Bürgerschaft oder Gesellschaft übersetzt werden. Da geht also eine ganze Gesellschaft hinaus auf die Straßen. Und was tun diese Menschen? Sie tragen ihr Unrecht auf den Schultern. Und wohin tragen sie es zur Schau? In die ganze Welt. Dieses alte Gedicht erzählt die Geschichte von Leid, Unrecht und Unterdrückung nach über 100 Jahren russischer Fremdherrschaft. Es ist aber auch die Geschichte von Mut. Vom Mut, aufzustehen, auf die Straße zu gehen und Zivilcourage zu zeigen. So wie 2020, als Hunderttausende friedlich demonstrierten. Sie schlossen sich zusammen, virtuell in Chatgruppen auf Telegram und real, über Hofinitiativen in ihren Wohngebieten, auf den Straßen oder im Aftersak, dem berüchtigten Gefangenentransporter. Sie solidarisierten sich, weil sie das Unrecht einer so dreist gefälschten Wahl nicht ertrugen und das Elend, das die staatlichen Schlägertruppen, die korrupten RichterInnen und die Folterer in den Gefängnissen über sie brachten. Das Gedicht endet mit der Frage, was sie denn wollen, diese Verachteten, diese einst Blinden und Tauben. Die Antwort: Sie wollen Menschen genannt werden. Menschen, das 4. Wort im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, direkt nach dem Wort Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz fasst wohl den sehnlichsten Wunsch der Menschen in jeder Diktatur zusammen und es gilt ganz besonders für Belarus. Denn dort wird die universelle, die von Natur aus gegebene und unantastbare menschliche Würde Tag für Tag mit Füßen getreten, mit Schlagstöcken geprügelt, in kalte, fensterlose Zellen gesperrt, von der Außenwelt abgeschnitten, gepeinigt, gequält und in den Tod getrieben. Mindestens 1525 Menschen gelten nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Vesna heute in Belarus als politische Gefangene.
Unter den Gefangenen sind Menschen aus der gesamten Gesellschaft. Akademikerinnen, Rentner, Gewerkschafter, Studierende, Alte, Schwerkranke, Eltern kleiner Kinder, sogar Minderjährige. Es ist der Querschnitt einer gesamten Gesellschaft. Das Strafmaß bemisst sich längst nicht mehr nach konkreten Taten, sondern der Gefahr für das Fortbestehen des Regimes. Gegen MenschenrechtsaktivistInnen werden deshalb regelmäßig die höchsten Strafen verhängt. Genau wie gegen sogenannte Eisenbahnpartisanen, die strategisch wichtige Informationen über Bewegungen des russischen Militärs an die Ukraine weitergeben und erfolgreich den Transport russischen Militärgeräts durch Belarus sabotiert haben, ohne dass dabei auch nur ein Mensch zu Schaden kam. Es gibt bekannte politische Gefangene wie den Friedensnobelpreisträger Ales Bialiatski. Doch die meisten Namen sind hier in Deutschland unbekannt, obwohl es die mutigsten und klügsten Köpfe von Belarus sind, so wie Polina Charenda-Panasiuk, die Jeanne d'Arc von Brest. Ihr letztes Wort vor Gericht im Juni 2021 wurde zu einer Abrechnung mit dem gesamten Regime. Sie weigerte sich beharrlich, die Legitimität des Gerichts anzuerkennen, stand nur auf, da man sie sonst wieder schlagen würde, und rief schließlich: Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist gerechter als Sie, Herr Richter. Als wir uns auf diese Rede vorbereitet haben, stießen wir auf ein Zitat, das uns zutiefst erschüttert hat. Es stammt aus der Feder eines Gymnasiasten, der es vor langer Zeit für ein Theaterstück schrieb. Die Zahlen gleichen dem Abschlussplädoyer von Polina Charenda-Panasiuk auf frappierende Weise. Sie lauten: Nie wird es mich reuen, der Wahrheit und dem Recht den Mund geliehen zu haben. Bringt mich nur durch rohe Gewalt zum Schweigen. Recht bleibt Recht. Vor dem Stuhle des Richters, der euch einst fordert, werdet ihr mich hören müssen. Der Gymnasiast, der diese Worte schrieb, war Gustav Heinemann. Fast auf den Tag genau 3 Jahre ist es her, dass wir mit Sergei Tichanowski den ersten politischen Gefangenen des Jahres 2020 in Belarus hatten. Seit nunmehr 75 Tagen haben wir keine Nachricht von ihm. Genau wie im Fall von Maria Kolesnikova, die letztes Jahr mit dem Karlspreis ausgezeichnet wurde. Von ihr hatten wir 95 Tage keine Nachricht, bis wir gestern erfuhren, dass sie inzwischen so geschwächt ist, dass sie kaum laufen kann. Ihr Anwalt Maxim Znak, 104 Tage keine Nachrichten, der Oppositionspolitiker Mikolai Statkevich 103 Tage, der Blogger Ihar Losik 94 Tage. Vor 27 Tagen wurde der Präsidentschaftskandidat Viktor Babarika mit Spuren schwerster Misshandlungen aus dem Straflager in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die Ärzte, die ihn operierten, wurden am Wochenende festgenommen. Sein Sohn Eduard steht nach 3 Jahren Untersuchungshaft heute in Minsk vor Gericht. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft, weil er der Sohn eines Oppositionspolitikers ist. Das alles macht uns Angst, denn wir haben schon zu viele Opfer zu beklagen. Sie wurden erschossen auf den Demonstrationen, erlagen der Folter in den Gefängnissen oder verschwanden vor über 20 Jahren, als die Todesschwadron von Lukaschenko Jagd auf politische Opponenten machte. Gleichzeitig greift im Land eine massive Russifizierung um sich. Das Lukaschenko-Regime hat Belarus in eine beispiellose Abhängigkeit von Russland gebracht, die das Fortbestehen von Belarus als souveränem Staat gefährdet. Fast 1 Million Menschen, also jeder 10. Einwohner des Landes, wurde ins Exil gezwungen seit 2020. Und deshalb wollen und müssen wir diesen Abend heute nutzen, und ich bitte, die lange Rede zu entschuldigen, aber wir haben einen wichtigen Appell. Die politischen Gefangenen dürfen nicht einfach verschwinden. Belarus als souveräner Staat darf nicht einfach verschwinden. Und die belarussische Sprache und Kultur dürfen nicht einfach verschwinden.
Wir danken Ihnen allen sehr, sehr herzlich für diese außerordentliche Ehre, die uns mit der Verleihung des Gustav Heinemann Bürgerpreises zuteil wird. Und wir danken unseren Aktiven in allen Bundesländern. Alle, die sich in den letzten knapp 3 Jahren unermüdlich engagiert haben für unseren Verein und für Belarus, die ihre Zeit geopfert haben, um Geflüchteten aus Belarus und später auch aus der Ukraine zu helfen, die Geld gespendet haben, um politische Gefangene und ihre Familien zu unterstützen, die an Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland teilgenommen haben. Hamburg, Bremen, Hannover, Köln, Frankfurt, München, Nürnberg, Leipzig, Berlin und viele, viele mehr. Herzlichen Dank dafür. Alle, die Kulturveranstaltungen für Belarus und über Belarus organisiert haben, von sehr, sehr großen belarussischen Kulturfestivalen bis zum nach der erschossenen Dichter und sehr kleine Vorlesungen in einem Kreis, irgendwo in einer kleinen Stadt, aber zusammen mit Belarusen und Deutschen, die für Belarus sich engagieren. Und alle, die mit belarussischen Exilorganisationen gemeinsame Projekte entwickelt haben. Ihr alle habt diese zivile Courage bewiesen und habt alle euren Beitrag geleistet für unseren Traum von einer demokratischen Zukunft für Belarus. Danke, dass wir heute hier stehen und den Preis stellvertretend für euch alle entgegennehmen dürfen. Unsere Arbeit wäre nicht denkbar ohne die Unterstützung unserer deutschen Freundinnen und Freunde, die als ARASA-Mitglieder sehr wertvolle Perspektiven in unsere Arbeit immer einbringen, die als Kulturschaffende ihre belarussischen Kolleginnen und Kollegen unterstützen, sei es Auftrittmöglichkeiten, Art-Residenzprogramm und mehr, die als Journalisten und Journalistinnen über Belarus schreiben, die in Andachten der Opfer der Repressionen in Belarus gedenken, die an politische Gefangene immer noch schreiben, die kontaktieren uns und fragen, was kann ich tun, wie kann ich an eine Familie oder politische Gefangene schreiben. Und alle, die zu belarussischen Konzerten, Lesungen, Filmvorführungen kommen, wir danken auch euch sehr herzlich. Der Preis ist die höchste Anerkennung, die uns für unsere Arbeit bisher zuteil wurde. Und er ist uns auch deshalb große Ermutigung für weiteres ziviles Engagement. Denn die Menschen in Belarus können heute nicht mehr auf die Straße gehen. Ein einziges kritisches Wort bringt sie für Jahre ins Gefängnis. Sie wurden stumm gemacht. Sie wurden täglich stumm gemacht. Aber sie sind nicht verstummt. Denn wir werden weiter von ihnen berichten und wir werden immer wieder versuchen, ihnen eine Stimme zu geben. Ein Teil des Preisgeldes, und genauer gesagt 1.525 €, geht an unsere Hilfsinitiative für politische Gefangene in Belarus. Das ist ein symbolischer Euro für jeden politischen Gefangenen Stand heute. Vor allem aber gehen wir mit ein wenig mehr Hoffnung aus diesem Abend, denn Sie, liebe Mitglieder der SPD, haben durch die Verleihung dieses Preises an uns gezeigt, dass Belarus nicht vergessen ist. Und wir danken Ihnen von ganzem Herzen dafür.